Das ist natürlich eine Sprache, die uns heute nicht mehr so ganz packt. Aber er will damit sagen, diese Liberalen wollen den Staat so schwach machen, dass er euch Arbeitern gar nicht helfen kann. Und was er hier prophezeit hat, dass das Eigentümliche, dafür gab es damals überhaupt keinen Anhaltspunkt. 1863 hat sich niemand vorstellen können, dass man Krieg über Aktiengesellschaften führt. Das hat man sich 1914 und 1939 noch nicht vorstellen können. Erst im Irak, das war der erste Krieg, in dem Aktiengesellschaften eine bedeutende Rolle gespielt haben. Ich habe jetzt die Verlustzahlen des Irakkriegs, also die amerikanischen Verlustzahlen gesehen. Das sind etwas über 4000 amerikanische Soldaten im Irak umgekommen und etwas über 3000 Leute von Aktiengesellschaften, die dort für Kriegszwecke eingesetzt waren. Das heißt, der Gedanke, dass man Aktiengesellschaften zum Krieg führen braucht, der hat in den 100 Jahren nach Lassalle gar keinen Sinn gehabt. Und jetzt plötzlich bekommt er einen Sinn 150 oder 130, 140 Jahre nach seinem Tod. Warum sage ich das? Dieser Lassalle hat uns etwas klar gemacht, was bis heute gilt. Wenn man will, dass der Staat auch eine soziale Aufgabe hat, wenn man also einen Sozialstaat für nötig hält und sogar für ausbaufähig hält, dann muss man einen Staat haben, der handlungsfähig ist, auch finanziell handlungsfähig ist. Wir haben in den letzten 20 Jahren, auch in Deutschland, aber in ganz Europa und in Amerika und in Australien, überall, die Tendenz gehabt, den Staat auszuhungern. In Amerika hat ein bedeutender Republikaner einmal gesagt, wir müssen den Staat so aushungern, dass man ihn notfalls in der Badewanne ersäufen kann. Das ist eine Sprache, die wir in Deutschland nie so gehört haben. Aber den Willen, den Staat auszuhungern, indem man permanent die Steuern senkt und gar nicht fragt, was man dann einsparen muss. Das haben wir sehr wohl erlebt, nämlich eine Partei, die eigentlich in jeder Situation Steuersenkungen verlangt hat. Ging die Konjunktur gut, dann haben sie gesagt, ja, da ist ja Geld da, und ging die Konjunktur schlecht, dann haben sie gesagt, das muss man jetzt machen, damit die Konjunktur wieder läuft. Wir haben also durchaus Auswirkungen gehabt. Und ich glaube, wenn wir von Lassalle noch etwas lernen wollen, dann ist es dies: Wir müssen sehen, dass ein Staat handlungsfähig ist finanziell. Sonst kann er nicht zum Beispiel für die Bildung sorgen, die wir brauchen. Für den Marktradikalen, wie wir es in den letzten Jahren gehabt haben, wird alles zur Ware. Da wird die Bildung zur Ware, da wird die Sicherheit zur Ware. Für wenig Geld, für kein Geld kriegt man keine Bildung, für wenig Geld wenig, für ein bisschen mehr Geld etwas mehr, und eine gute Bildung, die kostet dann sehr viel Geld. Das ist die Vorstellung, dass eben alles zu einer Ware wird, die einige kaufen können und die anderen nicht. Und das geht ja in Amerika heute bis in die Sicherheit hinein. Es gibt amerikanische Städte, wo auf einen Polizisten 6, 7, 8 Angestellte von Sicherheitsdiensten kommen, die natürlich bezahlt sein wollen, wenn sie jemanden absichern. Das heißt, dass Sicherheit wird zu einer Ware, die einige sich leisten können
und die meisten nicht. Und ich glaube, dagegen ist schon ganz früh Lassalle aufgestanden und gesagt, ein Staat muss leistungsfähig sein. Und wenn wir jetzt auf diese Wahl hin behaupten, wir brauchen ein bisschen mehr Geld von denen, die in den letzten 10, 20 Jahren sehr viel angesammelt haben, dann ist das auch im Sinne dessen, der vor 150 Jahren diese Partei gegründet hat. Das heißt, das, was damals galt und die Aufgabe, die Lassalle gesehen hat, ist im Grunde nicht sehr viel anders als die Aufgaben, die wir heute haben. Und deshalb wollen wir uns anstrengen, dass wir ja sozusagen dem toten Lassalle auch im Jahr 2013 noch eine Freude machen. Dankeschön. Lieber Herr Deppler, wichtige Worte, und ich glaube, wir alle wissen auch, wie bedeutsam das auch hier in Nordrhein-Westfalen ist. Das, was wir hier in Nordrhein-Westfalen wollen, kein Kind zurücklassen. Bildungschancen, faire Bildungschancen für alle. Endlich auch die Stadt wieder in den Zustand zu versetzen, unser Wuppertal, dass wir sagen können, wir sind stolz auf diese Stadt. Dafür braucht es Auskömmlichkeit und lasst uns alle dafür gemeinsam eintreten. Nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Deppler. Und das Programm geht weiter. Viel Spaß!